Vertellekes und Dönekes van der Haar. Vorgetragen von Jupp Balkenhol. Loje, da is maar einer west, der wol sehr schrecklich gerne Friggen. Dat was der mit wahne bedacht. Und da hat er ohne mit Füße stehen und hat er liet der Roppe kieken naar de merken, een Kopf in mijn Nacken und was liet er hin und hier gaan und hat er Roppe kieken naar de merken und haar zuchtet merken, ik wil door heel geboeid, laat me niet versmachten, hoi unnen. Laat me nou die Roppe, het zal ook doen schaden niet zoin. Ik deed u zo gerne goede nacht zeggen, daarboven. En roepst ik, daar is een put west, daar is er in de runnerstad. Daar hätte dan even putte raupen met duiper Stimme. Aus der Tiefe ruf ich nun zu dir, höre auf mein Flehen, Geliebte. Ümmeschmuiten. Zeg mal, Hennes, ik heb die deze dagen de Dorpsstraße runterkommen sein. Wat herrscht da für ein Fraumeske, wo die hat? Wat was dat für eine? Ja, weißt du dat nicht? Ik bin einmal Friggen, zeg bloß. Ja, wat ik die zeggen? Hennes, zoveel ik zijn heb, is dat aber eine wahne grote dame. Dat is ja 2 Köpfe groter als die. Wie weißt du damit praat? Dat hat nichts zu sagen. Da komm ich al met de rechte. Ja, Hennes, die musst damit leben. Aber sag mal, zo'n groot doe, wie kümmerst du dabei? Da schmut ich immer. Freckenhorster Pudding. Da is maar een Bäcker west, der mochte immer verrecken, kein Freckenhorster Pudding. Mochte aber leute Puddingerten. Alle Tage hatte vroeger Freckenhorster Pudding op mijn dies gehad. Hij was dat immer tot sehr leut, Steiner frierten, leute diesen Freckenhorster Puddingerten. Und da hat der Bäcker eines Tages ein Päckchen Natrium unter diesen Puddingschut. Da kam der Pudding over Hilge in de Potte und fängt mit me Dirkel an zu klappern und zu brausen in de Waterfall von Schaffhausen. Das Gase Seite durch op de Korkmaschine en van de Sperre überläupet und dat hat dampet und stunken in der Kirche. Hij niet in Fühle, läupet op de Dell, hält sich ne Besmen und hört op den Pudding Paulus op de Korinther. Die sas moet doch immer Potte bleiben, du weg doch woher de Dahl kruigen. Wij het hol dat Regiment, die oder ich? Sagt ihr euch Wulsen, woher im Hause ist? Und hat er Leute op Rimmedörsken op diesem obsternösken Freckenhorster Pudding. Kasperken op de Dönekes im Kaspertheater. Und de Frühe hat er echter Staun und de Henne Bäume Kuppe zusammenschlagen. Du hätte noch hier kein Freckenhorster Pudding mehr kriegen. Ne wahne lange Tunge
Schulte Anton haben wir een wahne Appetit op lekkere Vertellekes. Doch heut hij und dat Auge und kittelt sich da rechtschappen wecke ihr me Water riut. Und het al een Gasenboel voll. Op mal, da kümmert de Fürster. Hij packet zo'n Vertellekes und nix wie weg. Da reibt de Fürster, Antoneken, verstaan. Aber Antoneken läupet, und der Fürster echt der Ärmer hier. Doch Antoneken eine Forst mit eurem Satz in Water und spraddelt und krabbelt, hier sollt am Auge ruppe. Da dreht sich grimme, haha, Fürsterken, wat merkst du nu? Je kannst die moeimal eigen in de Meisenbalken. Da ritt der Fürster den Polster vom Nacken und schütt dem Antoneken ne Ladung schreut auf den Essen. Pius. Au Donner wir, schritte. Da sieht der Fürster, dat hast du nicht geloft, dat ich so ne lange Tunge he. Der Bock op me Finanzamte. Du is een klein Mann wärst, der hat bloß ein Hittenbock. Und dort sind sie vom Finanzamte kommen, er soll da auch ne Steuern von betalen. Da sieht der alle, dat dee hij nicht. Ja, dann möchten sie den Bock mitnehmen auf das Finanzamt. Nu kümmert der Hittenbock op het Finanzamt, dat wär aber de oudste Bock nicht wesen, den sie da haben. In diesen Tagen, da sind aber ne Wichter Leute gekommen mit der Hitte, da damit noch mal Bocke wollen von dem kleinen Mann. Ja, der Bock was nicht da. Ja, wo der Bock dann wär, sagen sie. Da wär op me Finanzamte. Ja, da kommen sie alle mit der Hitte nach dem kleinen Hittenheuer. Und da kümmert näher einer. Das weg doch wirten, sierte, was mit dem Bocke ist. Meine Hitte, da schiert keine Ruhe, sierte. Und da sind sie mit der Hitte noch mal Finanzamte trocken. Der Beamte leitet sich auch bekuren und da hat sie dahin, wo der Bock steht und in den Keller. Da kommen sie mit der Hitte dahin, der Bock hat aber nix gemacht. Da hat sie nicht drüben von Echen, der alle Bock, da sprang aber nicht. Da hat der kleine Hittenheuer gesagt, du, na Bestmann, alle Bock, du bist 3 Werken auf dem Finanzamte. Du meinst all, du dürftest nichts mehr machen. Wilmeken hat Talent. Nummer ersten Krüge ist das West, da kämen die ersten Treckers ob die Björn haben. Wilmeken, da konnte mit feuern, Färbes und Echteres. Hup, 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 dat Umhäuse durch, dat Biusere und dat alle Mömmeken, was sehr stolz wärst ob den Jungen, wenn dei ob den Bulldog zerten hat und damit über die Ecke kam. Wenn Wilmeken immer Fälle wärst was, und wenn dei neue Häume kam ob den Hof, wupp, 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 dann reibt dat alle Mömmeken, hör mal, unser Wilmeken, da hat Talent, da hat Talent. Ein Mann für die Kawallerui. Da mochte einer noch der Musterunge. Da hat aber wahne Manschetten für. Da ist alles in die Büsch gekommen und hat sich da frühe Bahn gemacht. Und er fertig was, da findet er da so Gras
und sie allerhand rein durch an dem Auge. Wo der Musterunge, da mochte hij nie over blank trekken. Und der Stabsarzt hat sich dürfen von Echen bekirken. Da sierte der Mann kümmert wo de Kawallerui. Da hat sich dat Fauer forts mitbracht. Ihr statt nicht mein Kalf, und Bier woll mo keine Frühe hebben. Hij was over de Dörper gaan und hanne Wallfahrt maakt nog wel, und dat hij alle niks bat. Doch heut hij nog saust op de kermisse. Dat riepete da een Meeske, een Staatsmeeske, und had den schwatten Drachen forts echen op'n Wagen dorn, met nog hier zijn naam. Doch heut hij nummer Pastäor, 3 Wochen later und siert, Herr Pastäor, ich will heiraten, ich habe da zo'n Fraumeeske, schmuit ursmal van me Prägstal. Da siert de Pastäor, woher hast du da dann hier? Da heb ik mich van der Kermisse mitbracht. Dat gaat niet, Willem, dat gaat niet. Doch, Herr Pastäor, ik heb ze nu al 3 Wochen. Ja, het is over Advent, Henrich. Het is een geslotene tijd. Dan gaat dat ohne Tingeltangel Brimborium und ohne grote Feurige. Ja, goed, Herr Pastäor. U leset ons ne stille Misse. Der Pastäor kuppeleuert ze ook. Het kümmert Christdag, het kümmert Lechtmisse. Da is de Bauer alweer da und steht, Herr Pastäor, ich will een klein Jung anmelden. Dat gaat niet, Willem, dat gaat niet. Dat is toch niet door blaren? Wat zeggen ze dan, Herr Pastäor? Dat wordt moet blaren niet? Zo durf u moet niet komen. Zo durf u moet niet komen. Stelt u bleus mal voor. Ik heb alle Heiligen op de Kermisse in Saust, ne Kaukoft und Lechtmisse werd hij kaum melk warm. Je zegt bleus, dat werd dan niet mijn kalf. De Herr Pastäor und de Hitte. Da haben sie mal einem die Hitte gestohlen. Und da was da nochmal Pastäor hingegangen. Er soll sie ihm Feuer besorgen. Der Herr Pastäor kon dat aber nicht. 8 Tagen was de Hitte nou niet weer da. Dan weckt dat mal op me Prägstal zeggen zitten. Andern Sonntag prägt der Herr Pastäor. Het möchten doch wahne schlechte tun sein. Het kämen Leute hier und den anderen Leuten de Brocken stellen. Gottens eine am helllichten Tage ne Hitte mitgehen lassen, seine Unverfrorenheit. Und das sitte, und nun soll mal alle sitzen gehen, die keine Ziege gestohlen haben. Da wächtete Pastäor sein Bettchen, und das sitte, der die Ziege gestohlen hat, kann sich auch setzen. Da reipet an Dönekes, unsere Vater deit als sitten. Seine schoine Erinnerung. Da han old Mömmeken wichtet, et Herbert hat mit einem Jüngling. Das wird doch wohl nicht wahr sein, sagte Pastäor. Doch, Herr Pastäor, was ich auch sage.
ich habe dann Wahnwerksmet hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wann soll das denn gewesen sein? Ach, das ist als 60 Jahre henne, aber ihr kann über was vertellen, Herr Pastäor. Was? Vor 60 Jahren, das brauchen Sie doch heute nicht mehr zu beichten. Da dau ich doch sehr gerne, Herr Pastäor. Das ist ja eine schoine Erinnerung. Et suipet sich wat wiäg. Da is een West in Ernese, da was die so nugge. Da kon sich een hazen Abend an einem Schnäpsken durchholen. Und da hat er mal wo er an der Theke staan und hat sich einen kleinen Olm bestellt und hat da alles suckelt und nuckelt und hat das arme kleine Schnäpsken ein paar Mal durchbeten. Da mochte er nur bezahlen. Und das waren 30 deutsche Rückspennige. Maar gel, wat gingen die immer schwer af. Da was er in mijn portemonnee te fummeln. Ik zeg ja, Hitte, et suipet sich wat wert. Een Windbuil. An de kerke in Wilmeken, da is mal nicht ein Pastäor hingekommen. Und da ist dann über de Dörper gegaan, op de Björnhöfe und hätte Luje besucht. Früher hättest du das ja nicht gemacht. Vandaag hättest du doch kein Tod mehr für. Da kümmert der Herr Pastäor auch nach Sulveringen henne auf euren Hof. Da lebt 5 Plagen rum. Da steht er für den Björn. Das ist ja eine wunderbare Sache, so viele Kinder. Das ist ja ein Segen Gottes. 5 Kinder. Da steht der Björn. Herr Pastäor, das sind sie nämlich nicht alle. Vielleicht noch mehr, vielleicht 7 Stück. Doch heute, Herr Pastäor, ins Haus und sagt, liebe Frau, Sie haben 7 Kinder, höre ich. Das ist doch Gottes Segen, das ist ein Geschenk Gottes. Herr Pastäor, hört doch bloß 5. Ihr Mann hat mir doch eben noch gesagt, Sie hätten 7 Stück. Ach, Herr Pastäor, dem kannst du nichts glauben. Das ist ein Leigenbull. Da merkt keiner einen der Bull. Der Pengel Anton, war Säuveringen. Da kam damals auch der Kleinbahn, der Haar runter. Der Pengel Anton. Und der Herr Pastäor, aller Wegen, wo der Henne kam in Säuveringen, da haben die Leute seine wunderbaren, ruhigen Kindersägen. Was hat der Herr Pastäor sich da überfragt? Und du fragt halt an die Leute, das ist ja ganz nach Gottes Willen. Wie kommen Sie bloß an die vielen Kinder? Das hat Pengel Anton machen, sagt sie. Alle Wegen, wo er hinkam, da sagten sie, ja, das merket Pengel Anton. Das merket Pengel Anton. Da merket der Pastäor sich Sorgen. Pengel Anton? Pengel Anton? Überall höre ich Pengel Anton. Was ist das für ein Mann, der Pengel Anton? Herr Pastäor, das ist überhaupt kein Kerl, das ist der Kleinbahn. Da sagt sie Pengel Anton für. Und wenn die hui in Säuveringen der Haar runterkommen zu möchten, dann ist die Leute am Luhen, tati, tata, und da kümmert mons all immer halb 5 vorbei. Und das ist am Aufstand der Frau und am Schlafen der Late. Was soll wir dann hier machen, Herr Pastäor?
Ne Wallfahrt noch wel. Nee, Siska, du meint wir aber ja doch mal ne Wallfahrt machen, noch wel. Weet dat alte mal neurig. Wir möchten uns mal ein bisschen wat gefallen lassen. Wat hast du dir dann gedacht, Henrich? Wir möchten uns mal so ein bisschen quälen, Siska. Oh, dat weg wohl keine mitmachen. Dat weißt du ja. Schon Öpferken bringen, dat weet mir nicht zu viel. Het macht aber irgendwas sollen, Siska. Je zegt doch, Henrich, wat hast du dir denn gedacht? Ich meine, für den uns mal ein paar Ersten in der Schau. Dat wär doch wohl wat. Da sind sie Gott verwell und Siska humpelt und hupelt und tritt in die Kehle und kann nicht mehr. Und hei wippet von einem Pfeifchen auf das andere. Da sagt sie, Henrich, ich begreife dat nicht. Ich kann auf'n Schocken nicht mehr gehen und du wippest da hier so viel Land ein Männerquin über den Laufsteg. Sag mal, hast du keine Erften im Schau? Was circa hab ich Erften im Schau? Was glaubst du dann? Ja, dann begreif ich dat nicht. Aber ich will dir was sagen, Siska. Ich habe die Erften für hier in mijn Potte hat. Ich habe sie für hier gekocht. Da komm ich all unter hier. Leute, wir hätte Welt alt sein für 100 Jahren. Was wären dat für Leute in der Hurren Allteut? Was hätt sie sich verteilt? Und wo haben sie ihren Spaß mit? Wenn man da mangels Herr Musken spielen konnt. Da ist der alle Grave von ihr Nase mit dem Feierstreu und Pferd und Wagen mal unterwegs wärst noch nehmen. Und was der Haar runterkommt, durch das schoine Meinedal noch nehmen hennen. Und da haben sie damals gerade die erste Ampel über die Straße hangen. Dat was aber so eine große Uhr, wo sie ein Wuise Leute auf die Rümme ging. Eins über Rot und dann über Grein, und dann war über Rot und auf Grein und so wieder. Die Grave kümmert nu mit dem Feierstreu an die Kreuzungen, doch heute dat Tür da boven gerade op Rot. Und der Schutzmann steht da wohl und pesset ab. Halt, sagt er, und wuset mit der Hand nach der Ampel. Der alle Grave guckt sich immer nach dem Feierstreu und sagt, da komm ich all unter hier. Sehr herge hab ich nicht latt. Da wird er Wichter und mitten auf der Kreuzung, da bleibt er alle geel op mal stehen und fängt an Wasser zu laden. Dat was dem Skandal aber zu dull. Da sprang der über Hulsken, weiterfahren zum Donnerwetter nochmal. Fahren Sie weiter! Auf der Kreuzung dürfen Sie nicht stehen bleiben. Da sit da alle Grave, Männeken, im Horn strullen, dat mag mir alles mal für. Ratten im Streu. Fernand hat auf Boven im Streu schlafen, auf dem Balken, im Monat Mai. Und da kümmerte der Lederrunde, hat die Nase und die Augen und den Nacken
voll Hai und Streu und Spinnekoppeln. Wo bist du gewesen? Sagt die Oma. Ich habe im Streu geschlafen, dat zult me. Du bringst ja einen halben Balken mit runter. Was hast du da dann an den Ohren? Was soll damit tun? Da lobet ja rein weg, het Blut an der Runde. Ja, dat sind die Ratten wirst. Da hätt du an Frieden. Wenn dat men bloß keine zweibeutige Ratte wärst ist. Da graute Schulte Hiemmpaoten. Da Bennert Schulte Hiemmpaoten, das was ein Hurnkostgänger, der mochte so'n Pfauer. So'n Hauptspruch was, et letztlich Pferden mit dem Kaiser. Wenn sie immer eine gebraune Ante dahin stalten, dann sage, was soll ich mit dem Vögelken? Und wenn eine fette Chaus auf dem Tisch stand, dann der sich dat Schamäusken immer und sagte, ne Chaus ist ein spaßigen Vogel, dann Frühstücke zu viel und am Mittagessen zu wenig. Und wenn sie schlachtet haben, dann der sicken Rängel mit Wurst immer Löweken drägen und verputzere die Hase proste Maaltijd mit der volle Wohin. Dat was ein Kerl. Vorher den Tage für me Deue hätt sie ihn nimmer auf die Waage gebracht. Und die hätte 431 Pfund geworden. Das steht von Tagen her in den Kirchenbalken. Und da ist er mal mit der Bahn und der Wegeswest. Und da hat eine Mama sitzen mit so einem kleinen Jüngesken. Das kleine Jüngesken beguckt sich den Schulden von oben bis unten und sagt, wat dick, Mama, ist das alles nur ein Mann? Da kriegte Mama für Verlegenheit ne rauen Kopf, aber der Schulte, da steht, Jüngesken, was hast du recht? Aber da möchtest du mal den Schulte Hiemmpaoten sein, da ist noch dicker. Alle in de Meinerin. Von dem Schulte Hiemmpaoten, da lässt sich sehr viel von vertellen. Und das ist dann auch mal passiert. Da ist ein Schwadron Perkels de Meine runtergekommen, Soldaten auf Pern. Dat waren diese blauen Dragoners west, mit den Fähnlein an den Lanzen. Da kommen die von Hünne runter, wo Hiemmpaoten verbunden. Da steht die große Schulte mit so einer Gestalt, als dem Kaiser Wilhelm Denkmal hier sollt von der Meine. Da hat der Hauptmann kommandert die Augen links. Und da hat diese Dragoners alle mit dem Schulte Hiemmpaoten hingekirkt. Was ein dicken Kerl, was ein dicken Kerl, haben sie gesagt. Da sind da nie der Anne verbeuren, den Kopf alle Echen im Nacken und het lauter Raupen, Kerl, wat een dicken Kerl, Kerl, wat een dicken Kerl. Und so war der ganze Schwadron Wichter lauter strak uitrien, lauter strak uit und man soll nicht glauben, straks in de Meinerin. Und wären auch grande Malheur mit Samt en Pern mit an Hals ins Water stürzt. Sehr wat, zo'n dicken Kerl, han der im Leben nicht sein.
Da knäupt die Katte af. Die Schulte hat sich keine über andere Leute lustig machen. Hij kon sich aber auch selbst am besten holen und nahm sehr gauw nichts tragisch. Eines Tages hat mir der Schulte Meinolf mal ein mitgetan. Schulte Meinolf, der was Schäperhol und der de Gatten schnullen. Ich habe doch Kater, hat der Schulte gesagt. Der moet gestreuert werden. Wie mag für dat? Da hat der Schöper den Bolzen mit dem Kopf in Stiefel stärken und der Schulte Hiemmpaoten steht dabei und guckt mir Nulpe auf die Finger. Ja, Schulte, sagt Schulte Meinolf, der meinte aber mal ein bisschen näher kommen. Das ist das Gret. Holt mich mal der Katte faste. Der Schöper hat dat aber gewusst, dass die Katte gelegentlich an de Schulten fängt, wann sie im Stiefel sat. Ne Katte, wann da in Not kümmert, dann fängt die an zu schulten. Schulte, komm mal nicht ein bisschen näher. Und der Moment, da knäupt die Katte af und da schickt immer die olle Bolzen stracks auf den Bauch, auf so eine schoine witte Weste. Da reibet die Meinolf donder wie Schulte, sehr und duja, dat hij me verhier wirten mocht. Van Bovendal. Loje, in den Herrenhäusern, da han so früher diese Plumps-ABs mit einem Deckel drauf. Wo man Schulte Hiemmpaoten wären da 3 Stück überein, auf jeder Etage ein. Bill ist das neotechnisch zu verstehen, wann da 3 Mann da gleich und tut opposittet, dat da kein Watt auf den Kopf fällt. Dat was aber ein Schacht und da was ja ein bisschen versatt. Und dann pisst dat. Dann können die Hurrenbrocken da in die Runde kommen. Und wenn die Kump voll was, dann mochte die von Hand ausschmierten werden. Eines guten Tages, da was dat, wo dem Schulte Hiemmpaoten, wo se wollt, da was der Kump voll. Und der Knecht, der den Ümmeschmuiten mochte, dat was der Kuckuck von Nuenese. Schulte, säget den Fraulein mal Bescheid, dat mir da kein von ob dat AB sitten geht. Ich mat den Kump schmuten. Der Hiemmpaoten, da hat aber gerade obwachtet. Da hat er nix Nücke im Kopf. Da hängt mir selbst der Helge sitten auf dat Plumps AB mit dem Bräunäxten. Und dann hat die afprotzet. Eus hat dat grummelt und dann hat er nimmer afdrücket. Da ist dat da in eine Runde rausgeht, ein Gewitter vom Bovendal. Da hat diesen Knecht sehr drinne Tauöset und Tauschierten, ja den haben sie am anderen Tage aus Woher gefunden und Hände mit 2 Perlen der Reuter trocken.